In dem Jahr 2024, wenn wir uns als Kirche und als Einzelne nochmal aufmachen auf die Reise, auf das Abenteuer vom Glauben. Und beim Abenteuer, das löst ganz Unterschiedliches aus bei uns. Für die einen ist es vielleicht der Reiz vom Abenteuer. Die Vorstellung davon, Neues zu entdecken, was man bisher noch nicht gesehen hat, sich eine Challenge zu setzen, etwas zu erreichen, vielleicht auch Widerstand zu überwinden. Für andere ist es vielleicht eher ein bisschen, wird es dann fast ein bisschen geschmaucht, weil sie denken, Abenteuer habe ich eigentlich schon genug in meinem Leben. So haben Abenteuer ganz unterschiedlichste Facetten für uns. Die Entscheidung, mit Jesus unterwegs zu sein und ihm nachzufolgen in unserem Leben, ist wohl mit Fug und Recht eines der grössten Abenteuer, die wir überhaupt machen können. Es bedeutet nämlich, sein Leben ganz neu an dem Jesus auszurichten. Ihm hinein anzulaufen, ihn zur Priorität zu machen in unserem Leben und so all unsere Entscheidungen an ihm auszurichten. Es bedeutet uns, von ihm verändern zu lassen und dass er möchte uns zum Salz und Licht, wie die Bibel sagt, für die Menschen um uns herum machen. Und so wie jedes Abenteuer kennt auch das Abenteuer vom Glauben verschiedene Etappen. Vielleicht bist du heute da und du bist noch ganz frisch unterwegs mit dem Gott, vielleicht sogar noch gar nicht. Erst ein bisschen am Auschecken und fragst dich, ob du das überhaupt willst. Herzlich willkommen. Ich hoffe fest, wir hoffen fest, dass die nächsten Wochen das miteinander unterwegs sein für dich eine Ermutigung ist, dich aufzumachen auf diese Reise. Vielleicht bist du aber auf einer Etappe von dem Abenteuer mit Gott angekommen, wo es eher ein bisschen frostig, könnte man heute sagen, oder stürmisch war. Dann hoffen wir, dass die Predigten, die Themen dich ermutigen mögen, mit dort drin. Vielleicht stehst du gerade auf dem Gipfel, Freude und Dankbarkeit. Dann hoffen wir, dass du es feiern und geniessen mit Gott zusammen und dass dein Herz sich füllt mit Dankbarkeit. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Wüste. Dann hoffen wir, dass wir dir zurufen können. Gib nicht auf und bleib dran. Das Unterwegssein mit Jesus ist ein Abenteuer, das unser Leben prägt und verändert. Und so können wir lesen, wie Jesus in Johannes 8,12 Folgendes sagt. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dort bei Jesus, in seiner Nachfolge, in seinem Unterwegssein, Seite an Seite mit dem Gott, dort ist der Platz, wo er uns anruft und wo die Geschichten der Bibel uns anrufen. Und so ist der Ruf von Jesus, folg mir nach, bis mit mir unterwegs, an ganz viele Leute gegangen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und wir werden in dieser kommenden Serie 4 Lebensgeschichten von Jüngerinnen und Jüngern von Jesus anschauen, die nicht so bekannt sind, die uns aber einladen, auch einen neuen Blick vielleicht auf unser Unterwegssein mit Jesus nochmal zu werfen. Für die einen vielleicht zum wiederholten Mal. Vielleicht kennst du das schon lange, schon oft. Ich hoffe, es motiviert dich. Ich hoffe, es fordert dich auch da und dort ein bisschen raus, so wie es mich hat, auch in der Vorbereitung auf das, was kommt. Eine Person, die den Ruf von Jesus gehört hat, folgt mir nach, ist Maria Magdalena. Oder wie es manchmal heisst, Maria aus Magdala. Magdala ist ein Ort am Westufer vom See Genezareth, also im nördlichen Teil von Israel, etwa 5 Kilometer von Tiberias entfernt, für die das etwas sagt. Ein Dörfli dort, also in der Region, wo Jesus aufgewachsen ist und wo er angefangen hat zu wirken. Der Lukas berichtet uns in seinem Evangelium fast so ein bisschen als Randnotiz von einer Gruppe von Frauen, die mit Jesus unterwegs sind, Jüngerinnen. Und zwar können wir lesen im Lukas 8, ab Vers 2 bis 3 Folgendes. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine 12 Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte, Johanna, die Frau von Chuzas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger.
Viel wird uns in der Bibel nicht berichtet vom Leben von der Maria aus Magdala. Es ist eher eine Person, die ein bisschen im Hintergrund steht, nicht so viel Rampenlicht und Skiwerferlicht überkommt wie andere Personen. Aber da lesen wir von ihr und wir lesen davon, von dem Erlebnis, das sie hat mit Jesus. Es heisst, dass in dieser Gruppe, die mit Jesus unterwegs sind, auch ein paar Frauen hat. Und das Charakteristikum, das der Lukas braucht, um sie zu beschreiben, vielleicht, weil er selber Arzt war, ich weiß es nicht, ist die Eigenschaft von Jesus, dass er gesagt hat, die Menschen, die Frauen, haben etwas Bewegtes erlebt mit Jesus. Jesus, wo sie Jesus begegnet sind, hat sich etwas verändert in ihrem Leben drin. Sie sind von bösen Geistern befreit worden, wie es da heißt, und von Krankheiten geheilt worden. Und so stelle ich mir vor, das Leben von der Maria wird wahrscheinlich über viele Jahre hinweg prägt sie sein von grossen Herausforderungen, von grossem Leiden. Die Beschreibung, dass sie plagt war von Dämonen, sagt uns auch, wenn wir den Kontext von der damaligen Zeit sehen und kennen, dass sie noch am Rand der Gesellschaft gestanden ist. Das war etwas, das wie so ein Damoklesschwert über ihrem Leben hineingehangen ist. Ich nehme an, es hat sie über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, das tiefst prägt. Ihre Sicht von sich selber, ihr Leben, die Herausforderungen, die sie im Alltag hat. Ich gehe davon aus, dass die Leute sie eher ein bisschen schräg angeschaut haben, dass sie ausgestoßen war und dass sie oft Schmerzen und Leid und vielleicht auch viele Fragen in ihrem Leben hineingehabt hat. Und dann kommt der Moment, wo sie dem Jesus begegnet. Wie und wo, wissen wir nicht. Die Geschichte in dieser Sequenz aus der Serie The Chosen malt das ein bisschen aus auf eine Art und Weise, wie wir es nicht genau wissen. Aber es ist gut möglich, dass sie irgendwo in ihrem Alltag, in einer Situation, relativ unscheinbar, weit weg von der öffentlichen Aufmerksamkeit, ein persönliches Erlebnis gehabt mit dem Jesus, wo in ihrem Leben alles auf den Kopf gestellt hat. Es hat alles in ihrem Leben verändert. Wie oft hat sie wohl schon versucht gehabt? Wie viele Versuche hat sie schon unternommen gehabt, zum Loswerden von dem, was ihrem Leben da anhaftet und was sie plagt hat? Und da kommt er jetzt also, der Jesus, der Messias, wo sie rettet und wo sie heilt in dem inne. Und es scheint mir ein bisschen so, als ob das Erlebnis sie so tief bewegt und getroffen hat in ihrem Leben drin, dass sie gesagt hat, es gibt nur eine Antwort auf das, was ich da erlebt habe. Es gibt nur eins, was ich irgendwie tun kann, ist, sich mein ganzes Leben dem Jesus anvertrauen. Sich ihm hineingehen und sagen, alles, was ich bin und habe, möchte ich ihm zur Verfügung stellen. Für ihn da sein, ihn unterstützen auf dieser Mission, dass die gute Nachricht, die er zu bringen hat, sich in der ganzen Welt verbreiten. Das ist der eine Aspekt, der mich getroffen hat. Und ich gemerkt habe, Begegnung mit Jesus, der Moment, wo wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, ist oftmals ein Moment, wo etwas in unserem Leben passiert, wo wir merken, der Gott kennt uns, er weiß, wer wir sind, er weiß, wie es uns geht und er begegnet uns genau dort. Er verändert unser Herz, unser Leben, unser Sein. Der zweite Aspekt, der mir in dem Text aber aufgefallen ist, den ich auch sehr spannend gefunden habe, ist die Reaktion, die die Frauen dann hatten, nicht nur Maria, sondern auch die anderen Frauen, die Jesus begleitet haben. Sie sind oft die nicht so dastehen als die grossen Predigerinnen oder die eben die grossen Reden geschwungen haben, aber sie haben einen enorm wichtigen Teil übernommen in dem Dienst, in dem Unterwegssein von Jesus. Das heisst nämlich, sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Jesus und die Jünger haben nicht die Möglichkeit gehabt, zu arbeiten in der Zeit, wo sie unterwegs sind. Und so sind sie unterstützt worden von diesen Frauen, die mit ihren Ressourcen und ihren Möglichkeiten, wahrscheinlich aus einem Herz voll von Dankbarkeit heraus, dem Jesus und dieser Gruppe von Jüngern zur Seite gestanden ist. Und mit ihren Möglichkeiten, die sie hatten, in dem Fall finanzielle Ressourcen und ihre Zeit und Energie, die sie zur Verfügung gestellt haben, für das, was Jesus da vorgehabt hat. Die Geschichte von Maria zeigt uns, dass Begegnungen mit Jesus das Leben von Menschen verändern. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir die Geschichte der Kirche zurückschauen, vielleicht auch in unser eigenes Leben, dann gibt es unzählige Geschichten, Hunderte, Dutzende, Millionen Geschichten von Menschen, die berichten, dass eine Begegnung mit Jesus ihr Leben verändert hat. Jesus ist gekommen, zum Menschen heil machen, sagt man. Darum sagt man ja der Heiland auch. Heil machen meint gesund machen, wiederherstellen. Und das in allen Facetten von unserem Menschsein. In unserer Seele, in unserem Herz, in unserem Inneren, körperlich
aber oft auch in unseren Lebensumständen, wo wir drin sind. Es ist ein ganzheitliches Heilmachen von unserem ganzen Menschsein. Manchmal vom einen auf den anderen Moment durch ein Wunder, manchmal über eine längere Zeit hinweg. Und schon das Alte Testament berichtet uns davon, dass Heil und Erlösung und Gesundheit bei Gott zu finden sind. So gibt es einen Namen, wo Gott sich selber gibt, wenn er sagt, ich bin der Jahwe Rapha, Gott, dein Arzt oder der Gott, der dich heilt. Und auch in diesen Prophetien, also in diesen Voraussagen auf den Messias, auf den Retter, wo Israel darauf gewartet hat, im Alten Testament, ist das ein Aspekt, der immer und immer wieder kommt. Und so gibt es zum Beispiel so stellvertretend für viele andere die eine Stelle, wo Jesus auch braucht, um seinen eigenen Auftrag zu beschreiben. Und er gesagt hat, für das bin ich gekommen auf die Erde, wo wir miteinander lesen wollen, aus dem Jesaja 61, wo Jesus über seinen Auftrag sagt, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist eben das Gesalbtsein. Das ist die Übersetzung von dem Wort Messias, heißt der Gesalbte. Der Herr hat mich gesalbt. Für was? Um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Der Auftrag von Jesus, dort wo Jesus Menschen begegnet und sie einlädt, ihm nachzufolgen, ist oft geknüpft und gekoppelt mit dem Wunsch, den Gott hat, unser Leben zu verändern. Etwas gesund zu machen, etwas heil zu machen in unserem Inneren, da drin. Und so können wir uns fragen, in unserem ganz persönlichen Leben, wo haben wir die heilende, die befreiende, die erlösende, die verändernde Kraft von dem Evangelium von Jesus in unserem Leben schon erleben können? Vielleicht denkst du zurück, wo du dein persönliche Wunder, deine Geschichte mit Jesus so erlebt hast, wie sie vielleicht Maria erlebt hat. Was wäre das, was man über dich schreiben würde? Was ist das, was du anderen kannst erzählen davon, wie Gott dein Leben verändert hat? Wo hast du gute Nachricht gehört, die dich aufschnaufen lassen hat? Wo hat Jesus die Wunden von deinem Herz möglicherweise geheilt? Wo bist du freigelassen, befreit worden von Sachen, die dich gefangen genug haben vorher? Solche Erlebnisse wecken in unserem Herz, in unserem Leben den Wunsch, dem Jesus nachzufolgen. Klingt super, nicht? Mega cool. Ich habe gemerkt, das kratzt ein bisschen, als ich mich vorbereitet habe und die Text noch mal gelesen habe. Und es kommen gerade so ein paar Fragen auf. Ja, Jesus heilt, Jesus befreit. Das mit diesen Dämonen. Schon ein bisschen schräg, nicht? Und in meinem Inneren sind gerade so ein paar Fragen aufgekommen, wo ich mich so gefragt habe, ja, brauchen wir denn das heute überhaupt noch? Oder vielleicht ein bisschen umformuliert, ja, wo brauchen wir denn heute im 21. Jahrhundert der Jesus als Heiland, als Heiler in unserem Leben überhaupt noch? Und es ist so eine Frage, die man nachgehängt hat. Und mir ist eine Sequenz in den Sinn gekommen aus dem Wirken von Jesus, wo die Spannung und die Frage ein bisschen aufnimmt. Es hat nämlich schon zur Zeit von Jesus Menschen gegeben, die zwar äußerst religiös waren, also irgendwo sich sehr stark beschäftigt haben mit dem Glauben, aber trotzdem Mühe damit hatten, sich von Jesus in ihrem Leben helfen zu lassen. Es ist so weit gegangen, dass die Gruppe von Menschen sich sogar darüber aufgeregt hat, dass Jesus sich mit so kaputten und verruchten Menschen abgegeben hat, dass er die getroffen hat, dass er mit denen gegessen hat, dass er sich Zeit genommen hat, dass er seine Aufmerksamkeit gegeben hat. Und so war es einmal so eine Begebenheit, wo so Menschen zusammen waren, die es eben schwer hatten in ihrem Leben, wo den Jesus als Heiler gebraucht haben oder als Heiland, wo die Gruppe von Pharisäern zusammengekommen ist und so ein bisschen durch die Blume wie ein Jünger Jesus gefragt haben, warum dass er das macht. Und seine Antwort hat mich zum Nachdenken angeregt. Jesus sagt nämlich ihnen Folgendes in Lukas 5, 31. Jesus gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.
Spannend. Oft zeigt sich die verändernde Kraft, die Jesus hat, die gute Nachricht, die das ist, dort in unserem Leben hinein, wo wir sie auch wirklich brauchen. Bei den Menschen, die eingestehen können, dass sie Hilfe brauchen. Und so hat die Aussage von Jesus irgendwie auch so ein bisschen eine Challenge drin, eine Herausforderung. Zuallererst für die Pharisäer, aber wahrscheinlich darüber hinaus auch für unser Leben. Er sagt ja so ein bisschen durch, also in dem Wort sagt Jesus ihnen ja zurück, stimmt, ihr habt recht, die Leute, die da sind, die sind wirklich bedürftig, die brauchen mich, für die bin ich da. Aber ich glaube, in den Ohren der Pharisäer ist automatisch die Frage dann auch gekommen, ja, und was heisst das für uns? Brauchen wir denn das auch? Brauche ich denn das auch? Oder ist heute übertragen? Sind wir zu modern, zu stolz, zu fortschrittlich oder vielleicht wie die Pharisäer zu fromm? Dass wir alles selber im Griff haben und die Hilfe von Gott eigentlich gar nicht mehr brauchen. Die Frage, die wir uns stellen können, ist die, wollen wir uns überhaupt helfen lassen von dem Gott? Oder haben wir alles selber im Griff in unserem Leben? Und ich bin so erinnert worden an die Zeit, wo unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren. Und es gibt ja dann die Phase, wieder mal bei uns, wo sie alles selber machen wollten. Egal, ob es ihren Möglichkeiten entsprochen hat oder ob es noch nicht da war, sie eigentlich immer alles selber machen. Und lustigerweise immer in dem Moment, wo man unter Zeitdruck war. Kennt ihr das? Also immer dann, wenn du einen bestimmten Termin hast, zum Beispiel wenn du in die Kirche willst, am Sonntagmorgen, oder? Immer dann, wenn die Kinder alles selber machen. Und du stehst nebendran und sagst, ich würde dir mega gerne helfen, du lässt mich nicht. Und wir haben das gemacht, das Schlickchen, oder, mit diesen Hasenohren, und dann denkst du, mach mal für sie. Sie wollen immer alles selber machen. Und sie hat mich so ein bisschen erinnert daran und sagt, manchmal ist es schwierig, Menschen zu helfen, die sich gar nicht helfen lassen. Oder vielleicht noch extremer gesagt, eigentlich ist es unmöglich, Menschen zu helfen, die sich selber nicht helfen lassen. Und die Frage ist so zurückgekommen in mein Leben, an mein eigenes Sein da, sich mich manchmal fragen, ja, wo scheint der Glaube und das Unterwegssein mit Jesus so weit weg, weil ich Gott gar nicht näher anlasse in mein Leben hinein. Weil ich vielleicht an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, hey, wir sind ja in einem Umfeld, in einer Situation, wo wir alles haben und ich sage eigentlich immer zu Gott, selber, ich schaue selber, ich mache es selber. Und ich frage mich dann, wieso dass er so weit weg scheint. Ich frage mich dann, warum als ich seine Gegenwart und seine verändernde Kraft in meinem Leben gar nicht so erlebe. Es kann sein, dass unser ausgefeiltes und weit entwickeltes Gesundheitssystem oder unser funktionierender Sozialstaat manchmal uns vielleicht sogar ablenken oder uns den Anschein machen, dass wir Gott in der heutigen modernen Gesellschaft gar nicht mehr brauchen in unserem Leben. Und ja, ich gebe es zu, es mag sein, dass es eine Krankheit oder ein Problem gibt, das Jesus in der damaligen Zeit noch mit einem Wunder hat müssen heilen, das man in der heutigen Zeit mit medizinischen Mitteln behandeln kann. Was für ein Segen, dass wir in so einer Zeit leben dürfen, wo es uns so gut geht. Wo wir so viele Ressourcen zur Verfügung haben. Und trotzdem stellt sich die Frage, in was für Bereiche in unserem Leben hat Gott Platz, hat Gott Raum, um überhaupt sich noch zu zeigen, um überhaupt noch etwas tun für uns. Habe ich das Gefühl, dass ich selber so stark und gesund und selbstbestimmt möchte sein, wie die Pharisäer das vielleicht auch wollen. Alles ein gutes Motiv, wohlgesagt. Dass Gott gar nicht so Platz hat in meinem Alltag, in meinem Leben hinein. Und so habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht über das. Was sind denn so Lebensbereiche in der heutigen Zeit, wo man vielleicht das Wirken von Gott immer noch braucht? Und es sind mir gerade ein paar Sachen in den Sinn gekommen. Das erste ist so, aus dem Gespräch mit Menschen in meinem Umfeld, der Stress, den wir oft haben in unserem Leben. Der Druck, die Anforderungen, die da sind. Die Anforderungen vom alltäglichen Leben. Die Gefahr, dass man irgendwo immer schon mit einem Schritt im Burnout steht. Vielleicht ist das ein Lebensbereich, wo du spürst, wie Last auf deinem Schulter, auf deinem Leben liegt. Von den Umständen, von der Situation, von den Leuten um dich herum. Und alles lastet auf dir. Und vielleicht ist Gott da und sagt, ich will dir abnehmen von dem, was du so schwer trägst. Aber du sagst immer selber. Ich mache es selber. Wenn du dir nicht helfen willst, wie soll Jesus dir helfen da drin? Vielleicht sind es zwischenmenschliche Konflikte.
Verletzungen in deinem Herz, die du mitträgst. Oder wie es heisst im Jesaja, die ein gebrochenes Herz haben, die will er heilen. Ich habe das selber in meinem Leben schon erlebt, dass Sachen, die Leute über mich gesagt haben, Konflikte, die ich hatte mit anderen, das klebt so an einem. Das ist eine klaffende Wunde. Und es kommt Ärger und es kommt Enttäuschung und es kommt Wut auf und es ist alles da. Vielleicht ruft dir Jesus zu und sagt, komm zu mir. Ich will dein Herz verbinden, das verletzt ist. Ich will das gebrochene Herz heilen. Aber du sagst immer selber. Ich schaue schon, ich schaffe es schon. Vielleicht sind es körperliche Leiden, die du mitträgst. Ja, vieles kann die Medizin heute heilen. Und es hält uns manchmal davon ab, dass wir es mit Gebet probieren. Aber gerade letztes Jahr in unserer Small Group hat es so eine Situation gegeben, wo jemand über Knieschmerzen geklagt hat. Und dann haben wir gefunden, ja, lass uns doch beten. Und es hat wirklich etwas genützt. Vielleicht hast du etwas, was du mitträgst, auch in diesem Bereich, und du sagst immer selber. Wo eigentlich möchte Gott dir begegnen, da drinnen. Vielleicht ist deine Arbeitssituation oder deine Wohnsituation, wo du das Gefühl hast, du bist in der Sackgasse, in der Enge, du siehst keinen Ausweg mehr. Du hast irgendwie das Gefühl, jetzt geht es eigentlich nicht mehr weiter. Ich weiss nicht, wie das irgendwie soll bewältigt werden, wie sich etwas verändern kann. Uns ist es auch so gegangen in den letzten Jahren. Wir haben gewusst, dass wir zügeln müssen und wir haben gewusst, der Termin kommt immer näher und es hat etwa mal ein Datum gegeben, wo es geheißen hat, bis dann muss es sein. Und dann kennen das die Gebete, oder, wo du betest und sagst, jetzt ist 5:12, jetzt sollte sich dann eigentlich eine Türen auftun und es hat sich keine aufgetan und dann ist irgendwie 5:12 und du denkst, jetzt sollte sich eine Türen auftun. Und plötzlich hat Gott den Termin hintergeschoben. Und es hat sich durch eine glückliche Fügung eine Tür aufgetan und wir haben etwas gefunden, das besser war, als wir es uns jeder vorstellen können. Vielleicht ist es der Bereich der finanziellen Sicherheit, wo du sagst, auf das stütze ich mich ab. Und du investierst nicht mehr. Du gehst nicht mehr weiter. Du sagst, ich muss einfach schauen, dass es irgendwie aufgeht. Vielleicht hast du auch Unsicherheit, wo du sagst, ich weiss nicht, wie ich durchkomme, wie ich über die Runden hineinkomme. Vielleicht möchte Gott sagen, ich bin dein Versorger. Aber du sagst immer selber, ich schaffe es schon. Die Geschichte von der Maria und von diesen Frauen haben mich herausgefordert, an mein eigenes Leben nochmal anzuschauen, mich zu fragen, Abenteuer vom Glauben heisst eben auch, ein bisschen eine Spannung auszuhalten. Heisst eben auch, sich Gott anzuvertrauen und Gott einzuladen in mein Leben hinein. Wie will ich denn das Abenteuer vom Glauben erleben, wenn Gott gar keinen Platz hat in meinem Alltag, in meinem Sein drin? Wenn ich alles selber kann, für alles selber schauen und Gott gar nicht brauchen, wie will er sich denn zeigen? Wie will er mir näher kommen? Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir noch eine andere Begebenheit in den Sinn gekommen. Die Begebenheit, wo Jesus mit einem Pharisäer zusammensitzt, lustig, wie viele Parallelen das es da hat. Und sie sind so am Diskutieren und da kommt eine Frau rein, relativ überraschend. Und alle haben sie gekannt. Sie war nämlich ein bisschen eine verruchte Person gewesen, das heisst die Sünderin. Die einen übersetzen das auch als Prostituierte. Und sie ist dann so reingekommen und fällt dem Jesus vor Füßen und dann macht sie etwas. Also zum allerersten Mal, dass die überhaupt nicht reinkommt zu dem Pharisäer. Ich glaube, er ist übergefallen. Da ist nicht echt so, Aah! Nicht, was er erwartet hat. Kommt sie, die küsst ihm die Füße. Lustig, dass Jesus nachher sagt, du hast mir nicht mal Wasser angeboten. Also ich stelle mir vor, sind die Füße vielleicht sogar noch dreckig und alles. Ihr ist es egal gewesen. Und dann nimmt sie so eine Flasche von kostbarem Öl und sie gießt ihm das über seine Füße hin und mit ihren Haaren. Und es ist eine riesige Sequenz dort drin. Eine Überschwänglichkeit, eine Leidenschaft. Das Herz ist voll und ist übergeflossen. Fernab von jeglicher Relation. Das ist nicht mehr irgendwie nachvollziehbar, rational gewesen. Das war ein Akt vom Herz, von der Leidenschaft, von der Dankbarkeit, von der Hingabe. Und in der letzten Zeit habe ich mit Menschen geredet, die sagen, hey, ich vermisse es so ein bisschen. Das Feuer und das Brennen in meinem Herzen, die Begeisterung und die Leidenschaft für das Unterwegssein mit Gott. Ich denke zurück vielleicht an Zeiten in meinem Leben, wo ich Vollgas unterwegs bin und jetzt ist vieles so kalt und so träge und so starr geworden. Und dann ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen. Und Jesus sagt dann dem Pharisäer als Erklärung Folgendes. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Die Leidenschaft und das Feuer und das Herz und die Emotion, die da drinnen ist. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen.
aus diesen Veränderungen, aus dem Platz, wo Gott in unserem Leben hinein hat, entstehen Erlebnisse. Und es ist völlig egal, wie groß das die sind. Es ist völlig egal, wie wichtig das die für andere Menschen sind. Vielleicht ist es etwas, wo du findest, eine Tür, die sich auftut, etwas, was sich in deinem Leben hinein verändert hat. Aber wenn du eine Begegnung hast mit dem Gott, wenn er an deinem Leben etwas gemacht und verändert hat, dann weckt das in deinem Herzen Dankbarkeit und Leidenschaft und Feuer. Vielleicht haben wir auch schon das Privileg gehabt, mit Menschen zu tun zu haben, die ganz frisch mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht solche, die im Alpha Live sind oder wo irgendwo sonst so eine Begegnung mit Jesus gemacht haben. Die Leute sprudeln. Die sind voll on fire für den Jesus. Die haben ein Herz voll von Leidenschaft. Warum? Weil sie erlebt haben, dass eine Begegnung mit Jesus ihr Leben verändert. Weil sie erlebt haben, dass vielleicht Sachen, die sie über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg plagt haben und unterglitten haben, weggenommen sind von ihren Schultern. Eine Last, die sie mitgetragen haben, ein Schuldgefühl, das sie da hatten, eine Krankheit, die sie hatten, die genommen ist von ihren Schultern. Und ihr Herz fließt über. Sie können gar nicht anders, als anderen Menschen davon erzählen, was sie erlebt haben. Feuer und Leidenschaft, Begeisterung für den Glauben für Jesus, wachsen aus diesen Erlebnissen, die wir mit Gott raus haben. Und ich glaube, die Geschichte von der Maria Magdalena möchte ich und mich in diesem Jahr nochmal herausfordern, uns zu fragen, wo stehen wir auf dieser Abenteuerreise vom Glauben? Du ganz persönlich. Vielleicht stehst du in der Wüste. Vielleicht hast du noch gar nicht angefangen, in dem Unterwegssein mit dem Jesus. Aber die Geschichte will dich motivieren, dich zu fragen in deinem Leben, wo brauchst du Jesus? Wo brauchst du die verändernde Kraft von dem Glauben in deinem Alltag, in deinem Heute noch? Um mit diesen Sachen zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich habe es so lange selber getragen. Ich bringe das, da ist mein Leben. Das ist das, was mich beschäftigt. Das ist das, was mich plagt. Das ist das, was auf meinen Schultern liegt. Und ich komme damit zu dir, weil du sagst, du bist gekommen, um den Armen gute Nachricht zu bringen. Um die ein gebrochenes Herz haben, zu heilen. Um die gefangen sind, ihnen zu sagen, es gibt Freiheit, es gibt Hoffnung für deine Situation. Und ich bin überzeugt davon, wenn dir Gott dort drinnen begegnet, egal auf was für eine Art und Weise, wenn Gott die Last von deinen Schultern nimmt, wenn Gott dein Herz heilt, es wird einen Unterschied machen in deinem Unterwegssein mit dem Jesus. Und vielleicht wirst du ähnlich dann, wie die Maria Magdalena und die anderen Frauen, die mit Jesus unterwegs sind, dein Leben ihm anvertrauen und sagen, aus Dankbarkeit, aus Begeisterung, aus Freude, weil du das Beste bist, was mir in meinem Leben passiert ist, folge ich dir nach. Mit dem, was ich kann, will ich dir dienen, da drinnen. Wir dürfen mit diesen Sachen zu Jesus kommen. Ich glaube fest daran, er will, vielleicht das Jahr nochmal ganz neu, uns da drinnen begegnen. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist. Dass du alle Schritte unternommen hast, um uns näher zu kommen, wo man nur kann. Dass du dich erniedrigt hast, aus dieser Herrlichkeit vom Himmel abgestiegen bist ins Leid und Dunkelheit und Finsternis von dieser Welt. Und wie du gesagt hast, ich bin das Licht, das das Leben der Menschen verändert. Und wer mir nachfolgt, wird das Licht haben und wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um gute Nachricht auszurufen. Auch in unser Leben hinein. Auch in dem 21. Jahrhundert, auch in einer Zeit hinein, wo der Fortschritt so weit vorgeschritten ist. Rufst du uns und sagst, ich bin der Gott, der da ist. Der dich kennt. Der dir näher sein will. Der dein Leben verändern will. Ich bin die Hoffnung. Ich bin das Licht. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Das ist der Zuspruch in unser Leben, in unsere Situation hinein. Jesus, und ich bitte dich für die da drinnen hocken und das Gefühl haben, es sei alles frostig geworden in ihrem Glaubensleben. Vielleicht liegt das Feuer so weit zurück und es ist nur noch eine feine Glut, die da ist. Und wir beten miteinander, dass das Jahr ein Jahr sein möge und nochmal neues Feuer und neue Leidenschaft drin kommt, aus persönlichen Begegnungen mit dir, was das Leben nochmal auf den Kopf steht, das Leben nochmal verändern. Wir beten für die aufgegeben haben. Sie gesagt haben, ich habe schon so viel probiert, ich habe schon so viel gebetet. Manchmal ist es aushalten. Manchmal passiert es nicht auf dieser Erde, aber wir wollen festheben an dir, wo in sonst sollten wir dann gehen. Und einmal wird der Tag kommen, wo du alle Tränen wirst abwischen, alle Schmerzen und alles Leid und alles Leiden wirst wegnehmen. Wenn nicht da auf dieser Erde, dann spätestens in dieser himmlischen Realität. Und wir beten mit ihnen mit,
dass du ihnen Kraft gibst, Heiliger Geist, festzuheben an dem Glauben und nicht loszulassen. Bei dir ist Hoffnung, bei dir ist Leben. Jesus, wir beten für die noch zögerlich sind, den ersten Schritt zu tun. Dass die Geschichten aus der Bibel sie mögen motivieren, sich einzulassen auf das Abenteuer vom Glauben. Es ist nicht alles safe, es ist nicht alles sicher, es ist ein Abenteuer. Das lohnt sich. Amen.